So, servus miteinander. Eine neue Folge Shogun. Pau, 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 pau. Easy peasy, Rinnenpott. Grüße gehen raus. Nice. Ja, letztes Mal haben wir uns hier Ise geschnappt, dadurch einen tollen neuen Handelshafen / Militärhafen gekriegt. Uns als Hattori geht's sehr gut. Also das ist mit einer der besseren Runs mit den Hattori, die ich bisher gehabt habe. Ich finde es an sich sehr schön, auch dass die hier so viel Ruhe geben und sie nur untereinander ein bisschen bashen. Weil da, sind wir mal ehrlich, geschützt ist das nicht. Ja? Man kann natürlich immer von Tamba noch was rüberziehen, aber na, ihr wisst schon, was ich meine. Genau, Essenz des Geistes, 2 Runden, dann geht's richtig los, dann kommt hier das Kloster weiter auf und dann geht's da komplett crazy zu den Bogenkriegermönchen. Hallo, die Herren Imagawa. Ihr möchtet nicht. Danke. Die Shosokawe hatten das Handelsabkommen gebrochen, die möchten auch nicht. Das Christengeschwerl, das will ich auch nicht. Ja, mit dem Rest sind wir im Krieg. Und das sind hier die langjährigen Verbündeten, so lange bis wir einer stark werden. Und die haben halt sonst keine Freunde. Und deswegen haben sie uns. Wie sind denn die Miyoshi mittlerweile drauf? Haben die Bock? Nein, immer noch nicht. Also die haben uns den Krieg erklärt vor Äonen. Und sehen das halt einfach nicht ein, dass sie das nicht rentiert. Aber ich schaue einfach mal, wie die so alle hier drauf sind. Die hätten will Bock. euch nicht zuhören. Ja, pass Aber mal die Obacht. Politik führt zu Weil wir müssen uns ja seltsamen und jetzt so gar nicht so zeitweise ausbreiten. Wenn unerwünschten ihr Begegnungen. genug Geld zahlt, also mindestens, okay, na jetzt zahlt mir kein Geld. Solange sie mir kein Geld für den Frieden zahlt, gibt es ja keinen Frieden. Weil dann kann ich mich genauso gut hier nach Ovari stellen, dann muss ich nicht Ise und Omi verteidigen. Dann muss ich halt Ovari und Omi verteidigen, weil Omi immer nur, ne? Ihr wisst, was ich meine. Okay. Dann rammen wir ihm auf. Was mir aber in Easy tatsächlich neibatzen können, ist noch einmal generische Line Infantry hier, Yari Ashigaru. Die Herrschaften sind schon relativ gut vollgespickt, da sind noch die Kisho-Ninja mit dabei. Das ist eine Armee, mit der kann ich mich aufreiten. Schauen wir mal ganz kurz bei uns im Finanzsektor. Sieht man das da, wie viel geräubert wird? Na. Okay. Aber wir importieren ja richtig viel von den Amako. Das ist eigentlich echt gut, dass wir da Eisen und Weihrauch und Scheiß können. Mazda ist diese Hand. Ja. So denn. Auf zum Atom. Die formieren sich da hier wieder neu. Das wird eine sauteure Samurai-Armee, die da bauen. Ich sehe es jetzt schon, guck mal. Ihr braucht es doch gar nicht erst probieren. Schau mal her, wir haben beide... Okay, sie probieren es halt trotzdem. Merkt's euch, das ist nicht gut, wenn beide Armeen ungefähr gleich stark sind, bloß die einen in der Burg sitzen und die anderen sie denken, oh ja, lass mal volle Kanne draufrennen, das ist bestimmt vernünftig und gut. Ja. Das müssen wir denen jetzt beibringen, dass das so nicht funktioniert. Der gute Herr Shichi Tsugunobu. Ja, das hätte er sich davor mal überlegen müssen. Dass er da wieder einen Schmarrn verzapft. Also mir kurz natürlich gut, weil das die erste Armee von den Ikuiki ist, die einfach mal weggerammt wird. Und dann kann ich tatsächlich mal ein bisschen an eine Osterweiterung denken hier. Ja. Der berühmte Gegenangriff. So, ja genau. So schaut's aus. Wieso steht's ihr noch nicht irgendwo in der Mauer? Die stehen in der Mauer, die stehen in der Mauer, die stehen in der Mauer, die in der Mauer. Die in der Mauer, ja, dann schauen wir mal. Okay, die greifen echt vor alle Seiten noch. Das wird hier lustig. Die 2 Bogenschützen können nämlich theoretisch von meinen Ninja ein bisschen abgefuckt werden. Jetzt schauen wir bloß nochmal weiter. Alter, das Gewitter, das ist ja brutal. Was, kaum haben wir Brandpfeile, schon ist jedes Gefecht, was wir spielen, im Gewitter. Oder im Regen. Ja. Ansonsten... Oh, ja, da sind die sortieren wir noch mit die Bogenschützen. Dass wir es alle haben.
Hier steht sich einfach mal da hier und hier steht sich einfach mal da hier. Also die Burg ist so ein kleines Kastel, da kann man nicht viel organisieren. Aber ihr dürft da mal hier, ne? Komm, ihr schmeißt einen Turbo. Ah ja, passt auf, wenn ihr hier Metallschwert und so dabei habt und es quittert, der Blitz kommt. Tendenziell eher ungut, hätte ich jetzt gesagt. Das kommt man da an. Okay, da hört dann die Bogeninfanterie auch schon wieder auf. Okay, die Herrschaften sind da schon fleißig unter Beschuss. Auch nicht verkehrt. Haut es nur zusammen. Haut es alle einfach zusammen. Die sollen sich schon noch mal daran erinnern, dass man das nicht macht mit uns. Genau, volle Olle rein. Gibt's Dänisch-Spezialisten, die sind noch fleißig am Arena, aber mittlerweile werden sie gesehen. Das ist natürlich ungut. Dann macht sie mal einen Spaziergang bitte, weil dann wird sie nämlich wieder verborgen. Jawohl. Ach, das sind die gleichen. Alles klar, Chef. Euch schicken wir aber kurz ein Stickel hinterher. Stattdessen die da hier. Warte mal, wenn sie da unten lauter Bogenschützen als Gegner hat, dann kennt sich doch da auch ganz gut hinsteigen wie die Hand. Ihr seid da relativ useless. Die marschieren dann noch brav weiter. Alter, die sind auch gleich weg. Komm, ihr macht jetzt da den berühmten Ninja-Sturmangriff. Immer da jetzt ein bisschen managen. Ihr holt euch da mal rein. Ihr holt euch bitte weiterhin da rein, C-Fix. So, die da drüben, die können jetzt sich da schon mal ein bisschen näher hinstellen. Alter. Habt ihr was im Blakely-Modus? Nein. Ihr schmeißt ihn jetzt bitte einmal gescheit ins Gesicht und dann haut sie ab. Schmeißt's. Jawohl. Es sind nur 6 Leute draufgegangen bei dem Geschieß. Das klappt so wie selber nicht. Ihr geht's hintere, ihr geht's da rein. Da passiert nur nichts. Ihr ruckt ein Stück auf. Da sind sie schon fleißig am Wegrennen. So haben wir es gern. Wir wollen jetzt schon wieder die Quiche und Ninja verlieren. Wir machen es einfach mal. Zack. Singt es auf einmal nicht mehr. Ha? Habt ihr keinen Bock mehr? Na warte, wir lassen die mal. Wir lassen die tatsächlich mal getarnt. Bis der sich da dazu entschließt. Er hat eh schon genug Ressourcen auf die verwendet. Ui. Ihr lauft's weg. Ihr seid wohl nicht mehr so gut getan, umgekehrt. Ja, die laufen da weg. Stellen wir eigentlich mal da rein. Ah ne, ihr habt hier schon euren Soll erbracht. Jetzt stellen wir da mal wieder Einheit Bogenschützen rein. Genau, da könnt ihr den Fernkampf angehen. Alter, was verfolgt ihr denn alle hier, die... Mei. Habt ihr nichts Besseres zum Tor, ha? Ich meine, da ist eine ganze Burg, die eingenommen werden will, hätte ich jetzt gesagt. Die haben natürlich nicht ihren Blendl-Modus jetzt. Jetzt schauen wir mal, wenn wir euch da mal kurz hinstellen. Kriegt ihr noch mehr wie 6 Leute tot mit euren Granaten. Ah, das war's. Okay, ihr schmeißt einfach gar nicht erst. Ah, nicht schlimm. Dann dürft ihr einfach weiterlaufen. Ihr lauft jetzt bis es kaputt seid.
Also, okay. Ich wollte schon fragen, was machen meine Einheiten da draußen, aber das sind ja Liedschwert Ashikaru. Die kennen ja gar nicht so. Und da sind andere Liedschwert Ashikaru und die fangen meine Kishu Ninja ab. Das finde ich eigentlich gar nicht so schön. Was habt ihr denn für ein Scheißproblem? Wenn ihr mich nicht mögt, dann könnt ihr es mir einfach auch sagen. Dann müsst ihr nicht extra komplett alles an Resources gegen meine Kishu Ninja hetzen. Was ist denn da eigentlich los? Was sind die Bogenschützen? Die Bogenschützen ziehen nochmal um, gehen ein bisschen zur Seite. Der darf dann da vorne rein. Da ist auch bloß noch so eine vereinsamte Bogen-Ashikaru-Einheit. Ja, wir machen jetzt hier Wettlaufen, hätte ich gemeint. Ja, sehr müde. Ja, ich seid ja das ganze Spiel nur gerannt. Aber in 15 Sekunden könnt ihr euch eh wieder tarnen, dann läuft das schon. So. Die sind fleißig am Schießen. So, jetzt kennt ihr euch nämlich nicht mehr aus. Ja, das ist natürlich so eine gute AI-Programmierung wieder. Aus den Augen, aus dem Sinn. Dann dürfen die Kischen schon einfach mal stehen bleiben. Leidels, ihr dürft da schon draufhauen. Okay, die sind schon soweit angreifbar. Weiter, da stehen ja auch noch Bogenschützen dabei. Umso besser, dann bitte gönnt euch. So, ihr macht mal hier einen Ausfall klar, dass die da nicht so lange einen Scheiß machen, beziehungsweise wenn die dann zurückkommen, dass wir da die ordentlich beschäftigen. Und ihr wandert zur Runden. Zum gescheiten Ausfall kommt natürlich auch noch ein motivierender General dazu. Mein Lord, Ihr General ist gefallen. Ich wollte gerade sagen, irgendwann stirbt den ihr General und dann geht sowieso komplett den Bach runter für die. Die rennen sich da mal hinstellen. Die haben halt alle schon gar keinen Bock mehr, die sind ja komplett müde vom ganzen Laufen. Und ihr macht hier Planschenbad-Action. Alter, wann habt denn ihr im Nahkampf gekämpft und seid so blutig geworden? Okay, sauber. Hab ich gar nicht mitgekriegt. So, die rammen da jetzt die Bogenschützen. Oh, okay. Die haben es auch verstanden, dass das so nicht funktioniert. Ja, easy war halt jetzt untertrieben, gell. Es war halt nie ein Threat da. Die einzigen, die geschwitzt haben, waren meine Kishu Ninja. Ja. Ich hab den Angriff voll nicht verstanden, aber hab ihn jetzt nur weniger verstanden. Aber stehen soll es mir nicht. Wenn die meinen, es da hat einer irgendwas bringen, die ganzen Soldaten da rein zu jeden, dann bitte gerne. So, das ist da mal Statistik 800 zu 2400. Wer hat am meisten weggehauen? Wir haben einmal Bogen Samurai und Bogen Ashikaru. 280 Mann. Lecco mio. Nicht schlecht. Muss ich sagen. Ist nicht schlecht. Okay, die fetzen sie da. Jetzt kann ich dann nicht mehr mit die Amako handeln. Weil logischerweise keine Verbindung mehr da ist. Oder was? Worüber handle ich? Ah, hier. Na, das sind die Matze da. Wie handle ich jetzt mit den Amako nochmal genau? Weil ich da einfach bei denen durch darf? Ich weiß nicht. Irgendwie über Wasser. Aber. Ja, lustig.
So, ihr schließt sich jetzt der Armee mal offiziell an. Irgendeine Einheit war doch ein bisschen arg low. Na, nicht okay. Dann haut's mal rein. Gibt's einen Anrist? Und der hat da wieder einen guten Batzen EP gekriegt. Der Mönch, der wird jetzt da oben mal nachschauen, was hier eigentlich Sache ist. Ob da noch was kommt. Oder ob die nur bluffen. Okay. Da steht schon mal nix. Wenn ich jetzt darüber gehe. Ah, okay. Also komplett alle sind es noch nicht. Ja. Wie viel Repression braucht es noch? Wir haben da 10. Und einen müsstet ihr behalten. Dann rekrutieren wir euch mal einen. Und ziehen euch einmal. Ist Ovari noch unbesetzt? Ja, okay. Dann zieht ihr weiter nach Ovari. Wir nutzen den Moment der Schwäche der Takeda ganz elegant aus. Weil wenn wir erstmal in der Stadt drin sitzen, dann können die ja mit den ganzen Samurai nicht mehr viel reißen. So, das wird repariert. Irgendwie müssen wir auch unsere große Armee finanzieren, gell? Kommt der theoretisch bis da hier? Nein, tut er nicht. Wir können aber trotzdem... Nein, können wir nicht, weil das Geld kostet. Wir können den General umhauen, theoretisch. Ja. Ah, komm, wir kennen die Videos ja sonst noch nicht. Schauen wir es uns mal an, wie der da einen General wegfetzt. Ja, der Ski, moin. Hey, jupp. Und weg war er. Zack, wunderbar. Ziel ausgeschaltet. Oh, und die schwirren jetzt führungslos durch die Gegend. Jetzt schauen wir mal. Ah, die werden schon irgendeinen neuen General wieder daherziehen. So wie ich die kennen. Jetzt können wir bloß schauen, was stellen wir noch ab. Weil wir können damit wesentlich weniger unsere Interessen durchsetzen. Die da die Anno rüberfahren. Alter, wieso dürfen diese so wenig bewegen im Vergleich? Okay. So, und ihr haut sich da rein. Okay, weil dann können wir hier Ovari ordentlich besetzen, beziehungsweise dagegenhalten, wenn was kommt, und haben hier trotzdem nur genug Gegenwehr, falls der da oben auf blöde Gedanken kommt. Easy hat nächste Runde wieder eine Repressionseinheit drin. Essenz des Geistes ist auch erst nächste Runde fertig und die hätte noch nicht genug Geld. Jetzt können wir noch irgendwas Neues verhandeln. Die Imagawa haben immer noch keinen Bock, gell? Weil die hocken uns jetzt da natürlich auch unten drin. Jetzt haben wir quasi nur von Easy den Punkt weiter nach Ovari vorverschoben, den wir verteidigen müssen. Wie geht's denn hier in Omi eigentlich? Wieso war denn die Stadt einmal auf 3000 und jetzt überhaupt nicht mehr? Satz 2600. Was ist da passiert? Ich habe das letzte Mal, wo ich das angeschaut habe, mir gedacht, oh ja cool, die Stadt hat 3000 Wohlstand. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Ich weiß es actually nicht. Aber mei, das kriegen wir nachher schon raus. Aber was wollte ich schauen? Da Essenz des Geistes können wir eigentlich entweder hier auf Bonusbesteuerung gehen oder dass wir anfangen hier auf dem Terrassenbau
dass wir unsere ganzen Reisfelder aufbauen können, aber momentan geht es uns nahrungstechnisch eigentlich sehr gut. Das heißt, wir können eigentlich auch dahin die Richtung. Oder wir gehen ja hier mal zum Laginata Dojo, das ist eigentlich auch ganz wichtig. Schwertschule haben wir auch noch keine gebaut. Für Katana Samurai. Das war theoretisch auch was man mal erkannt hat. Okay, geht's ihr jetzt zum Randalieren oder was? Okay, ihr wollt halt echt randalieren. Verteidige ich die Burg jeden Tag. Vor allem dadurch, dass die ohne gescheiten General da stehen. Weil wir die noch gerade erst weggefetzt haben, ist das hier moralisch nochmal eine ganz andere Geschichte. Weil diesen Pseudo-General, den die jetzt da haben, also eine von den normalen Einheiten, wird halt einfach zum General deklariert. Der Co. halt vergleichsweise einen Scheiß. Ja. Reicht zwar. Der steht in der Mauer, der steht in der Mauer, steht in der Mauer, steht in der Mauer. So, dann schauen wir, so kommen alle vor rechts. Dann sprintest du mal dahin. Du sprintest mal bitte dahin. Du sprintest bitte dahin. Und du sprintest bitte dahin. Dann stellen wir da schon mal unsere Katana Heroes rein. Hier Samurai-Gefolge. So heißt's. Die stellen wir uns da hinten bitte in. Ah, da ist der komische Buddha. Der blockiert uns da ein bisschen. Ansonsten halten wir die zwei Einheiten so weit wie es geht erst einmal aus. Wir wollen ja nicht, dass die da am Ende nur drauf gehen. Die sind so ein Reserve. Du darfst auch noch mit vor. Jawohl. Und die Flaggen fleißiger schießen. Oh, wir können jetzt endlich Brandpfeile. Hier. Ja gut, jetzt ins Wasser ist natürlich eine blöde Idee. Ja, im Wasser, die Brandpfeile sind natürlich weniger effektiv. Sagen wir es wie es ist. Aber die Bogen Ashigaru leiden trotzdem schon krank. Ja, die routen gleich, bevor sie überhaupt einen Volley geschossen haben. Melex der Marsch. Werden ordentlich auseinandergefetzt. Ja, fand die auch nicht so cool, wenn ich jetzt die Bogen Ashigaru Einheit war und ich habe schon die Hälfte der Männer verloren und gerade mal 2 Schüsse selber abgesetzt. Was wir jetzt aber machen, ist, dass mit denen da nur die Brandpfeile aktivieren. Und da gegen die Pferdeln ist das natürlich äußerst schmackhaft. Die reißt es da komplett zusammen. Okay, der General steigt direkt als erster ab und reitet mit rein. Hey, ist eine Methode. Die muss ich jetzt nicht verstehen, glaube ich. Aber sie wird praktiziert. Hier kommt es da einmal noch mit vor. Dann können wir da nämlich einmal dann. Alter, die haben halt alle schon jetzt keinen Bock mehr. Euch können wir jetzt mal da hinstellen. Und schicken wir euch da rein. Und euch schicken wir da rein. Und der darf ein bisschen weiter rüber. Die fetzen sie da eh noch gut mit den anderen Kollegen hier. Na, habt ihr es dann bald? Packt es schon. Die können da jetzt weiterfeuern, wenn es ist. Der General ist, glaube ich, schon hier. Sie flieht. Ja. Also von den Kavallerieeinheiten, die es davor geschickt haben, sieht man nichts mehr. Wo ist jetzt der Kollege? Wieso rennst du denn raus? Ja gut, jetzt wenn du schon mal draußen bist, ja. Dann kannst du da auf die Bogensamurai einsprinten wie ein Bläder. Aber geplant war das nicht. So, dann steht ihr euch wieder da, ne? Die betteln sich doch da hoffentlich.
Ansonsten kommt sie einfach mal wieder ein Stückchen vorwärts. Die sind abgefangen worden durch Yari Samurai. Ja. Angriff in den Rücken ist nie so schön, aber dafür werden die auch in den Rücken geschossen. Ja. It is what it is. Das ist eine generische Einheit, da geniere mich wegen nix. Vor allem wenn sie selber, anstatt dass sie die Befohlen hier reinläuft, einfach irgendwie so einen komischen Sprung da macht. Und so hat die Yari Samurai ein bisschen länger draußen gehalten. Die haben natürlich bessere Rüstung, da kommen die Bogen Ashigaru nicht immer ganz so gut durch. Aber wenn sie sich da brav hinstellen und warten, dann wird das schon noch werden, hätte ich gesagt. Was da vor sich geht, ist auch sehr fraglich, weil das sind nämlich originale Yari Ashigaru, die da die ganz gern irgendwie beuten, wenn es geht. Die Bogenschützen heute da einmal aus dem Nahkampf raus. Also das sind Yari Samurai alle miteinander, deswegen. Ja, ihr Bogenschützen weg. Yaris, nein. Backup Yaris schon mal ein bisschen weiter vor. Die Bogenschützen können auch eine neue Stellung beziehen, weil da wo sie jetzt sind, machen sie nichts. Die da fighten an. Nicht nur Burg. Der kann nur Brandpfeile schießen. Haut er ruhig mal draußen drauf. Jawohl. Hier schießt so einmal einheitlich bitte auf die Bogensamurai, danke. Dass die so schnell wie möglich da einklappen. So, die hauen ab, die hauen ab. Kommt sie wieder mal wieder vorwärts, ha? Haben wir nämlich hier einen schönen Kampf mit Bogen gegen Bogen. Die können euch einfach direkt aus der Verschanzung abschießen. Der Kollege geht ganz weit weg. Dann passiert ihm möglichst wenig. Ihr stellt euch dann mal irgendwie auf, dass ihr wieder einen Überblick habt. Was ihr da macht, das weiß ich selber nicht. Der kann nochmal Brandpfeile schießen. Die haben in einer halben Minute nochmal Brandpfeile, wenn es war. Ja. Ich sehe das jetzt einfach mal als Schützentraining für meine Bogenschützen. Und die freuen sich auch nicht so ganz, sage ich mal, über den Status der Schlacht. Aber die können wieder Brandpfeile schießen, die noch nicht ganz. Jetzt ja, die fliehen eh schon alle, aber jetzt fetzen wir es nochmal. Heide, nein, was ist nicht? Ah, das ist ein Holzstapel, ich wollte schon sagen, was ist nicht da passiert. Ja. Entscheidender Sieg klingt annehmbar für mich. Nehme ich gerne an. Okay, die hat's zappelassen. Schade. Aber der Eco tut's gut. Das tut der Eco nicht gut, dass sie meinen Hafen besetzen. Aber was die Takeda sich jetzt dabei gedacht haben, dass der einfach wie Blade vorrennen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Da kommt der Mönch vom Ashikaga Shogunat, genau gegen die Ikuiki oben, so wie sie das gehört. Ja, hat sich soweit verschlechtert. Ja, die sind halt abgeschnitten von allem. Jetzt haben wir Essenz des Geistes. Plus 2 Erfahrung auf alle Ashigaru-Einheiten. Das klingt sportlich, vor allem für 8 Runden. Nehmen wir das gerne mit. Wir brauchen Geld. Wir brauchen ganz viel Geld. Wir holen uns die Bonusbesteuerung. Die sind ordentlich am Konvertieren, solange der Mönch da steht. Der Mönch will jetzt aber nur mehr ein bisschen spionieren, was da eigentlich abgeht. Kannst du den ja mal ins Gewissen reden, bitte? Feind demoralisiert. Jawohl. Da freut er sich dann gleich auf der EP leisten. Ah, jetzt haben wir 20. Wenn er da fertig gefuchtelt hat, 35. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ihr da bleibt einfach was.
Die haben da auch bloß Ashigaru und die paar Ronin sind halt einfach nicht so gut. いつでも戦えますぞ。 So, die können da mal 参上い rein. たしました。 Jetzt kann der Ninja mal schauen, ob das sicher ist, dass wir Mino einnehmen können, ohne dass wir von rechts gleich überrannt werden. Also ein Metzger. Den hauen wir weg. Komm. Bevor der mich weghaut, hau ich ihn weg. Schauen wir uns nochmal an. Außer wir merken, dass das der gleiche Film wird wie das letzte Mal, aber nein, ist nicht. Ist schon mal da was anderes. Nach einer Zeit kennt man halt alle Filmdal und dann ist nicht mehr so spannend, aber so trampt der vor einer ganz guten Maus. Ja, geiler Arsch an Alena. Oder wie war das? Hey Bremser, du weißt es besser wie ich. Wenn du das hörst, schreibst du es nochmal in die Kommentare. Oida. Balls hat er schon. Ah, jetzt hat er aber kein Hals mehr. Ganz schwierig. So, Zielperson kaputt. Sehr gut, sehr gut. Der kriegt dann ganz einen Batzen EP obendrauf. Der kriegt dann ganz einen Batzen EP, oder hat er die schon gekriegt? Na, jetzt hat er 66. Wunderbar. Wir wissen, dass es hier halbwegs safe ist, zumindest für eine Runde mal Mino einzunehmen. Da schicken wir unseren Daimyo Stückel weiter vor. Und das machen wir hier einfach mal mit der Ashigaru Armada. Ja. Wie viel können wir denn überhaupt abziehen? 6 Leute theoretisch, ja. Es werden ein bisschen mehr werden. Aber mei. Na, oh, große Festung. Gibt mehr Einheiten, das ist schon mal gut. Und dann können wir das auch da gut halten. Oida, das ist ein freier Bauplatz. Das gefällt mir richtig. Wir sind auf -1, keine Sorge, das sind Kisho Ninja, jetzt hat sie wieder auf. Ganz happy, beziehungsweise eher neutral happy, aber ja. It is what it is. Mit den Imagawa sind wir noch im Frieden. Ich glaube nicht, dass die jetzt die krasse Motivation haben, uns zu zerlegen. Wir müssen aber dennoch vorbereitet sein auf den ganzen Scheiß. Der Mino gibt gute Steuereinnahmen, das ist wichtig. Das ist wichtig, weil wenn wir so ein großes Heer haben, dann müssen wir es ja irgendwie unterhalten. Und wir wollen ja auch noch weiterbauen. Ich hätte jetzt am liebsten noch die 1600 gleich für das nächste Kloster rausgehauen. Aber es wird vorerst einmal nichts werden, rein finanziell. Ja. Gut, da gehen wir auf die Steuerreform, genau. Das war halt auch was. Na, ich brauche jetzt erstmal wieder Eco. Ich brauche ein bisschen ein Eco. Unser Ninja wurde entdeckt. Ja, der Ninja, der ist schon da und hampert umeinander. Genau, wir haben in Ise, haben wir die eine Einheit, dass die hier gescheit aufpasst. Das sind unsere 3 Geldschäffler. Oh, die hat ein Level Up. Gut, dass ich vorbeischaue. Wir wollen Sparta sowieso auf jeden Fall da nochmal wegen der Überwachung von Städten. Wir können aber genauso jetzt noch eins in Bestechen gehen. Oder warte mal, wir heben uns eins auf. Wir gehen ja da jetzt mal eins rein und heben uns eins auf. So, das haben wir ganz tricky. Wo ist der dritte? Da unten drin, bei 1900 gibt es da irgendwas Gescheites mittlerweile. Ja, wahrscheinlich da ganz im Osten, aber da sind halt auch die Gegner, da schicke ich die nicht hin. In den Osten. So, ansonsten hätte ich gesagt, haben wir wieder eine schöne Folge schon zusammengebracht. Wir haben wieder eine neue, sogar 2 neue Provinzen eingenommen. Ja, der Wahnsinn. Lauter Angriffe gegen Omi abgewehrt, also ich bin da ganz angetan davon, dass die da alle wie blöd drauf rennen. Pass mal auf, was wir jetzt noch machen vor Ende. Bevor ich jetzt abmoderiere, wir machen noch schnell die kaputt. Weil die sterben mir einfach bloß. Ja. Das kriegen wir noch zusammen. Gerade so.
Genau, und dann darfst du wieder zurückfahren. Top. Genau, und damit war es immer wieder für die Folge. Mich freut, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wenn ihr Wünsche, Anregungen, sonst was habt, gerne in die Kommentare unten rein. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!